ich finde das mega faszinierend, wie man mit einem einzigen Atemzug 5 Minuten kann den Atem anhalten und über 100 Meter runtertauchen. Wenn es um das Thema Gesundheit geht, spalten sich bekanntlich Geister. Aber über ein Thema wird meiner Meinung nach viel zu wenig geredet und thematisiert, das eigentlich mega wichtig wäre für unsere Gesundheit. Und das ist Atmung. Denn du und ich, wir sterben innerhalb von Wochen, wenn wir nichts fressen. Wir sterben innerhalb von Tagen, wenn wir nichts trinken. Aber wir sterben innerhalb von Minuten, wenn wir nichts trinken, wenn wir nicht schnaufen, ich will sagen. Bam, schon wieder daneben. Also, Atmung. Ich könnte mega ins Thema reingehen, ein Buch, das ich mal kurz und knapp erklären kann, respektive, das ich dir empfehlen kann, so wollte ich sagen, ist das Buch «Brief» von James Nestor. Das hat mir dann vor 3-4 Jahren mal gelesen. Ich bin nicht so ein Bücherwurm, der einfach den ganzen Schinken innerhalb von einem Monat gelesen hat. Ich war selber erstaunt, dass ich so einen Fokus auf ein Buch lesen kann. Und seither habe ich das Thema Atmung viel mehr angeschaut. Ich habe schon dann angefangen mit Eisbaden. Ich habe gewusst, mit mehr Schnaufen bekomme ich mehr Energie. So wie wenn man einem Feuer mit einem Gebläse oder so Sauerstoff zufügt, dann brennt das viel mehr. Genau das Gleiche ist auch bei uns. Wenn wir Schmerzen haben oder was auch immer, oder merken wir in einem stressigen Tag, macht man so eine Wim Hof oder Tumo-Atmung. Das ist ja das, was man in ein Eisbad geht, zum Vorbereiten, dass man einfach mehr Energie hat. Und eigentlich brauchen wir beim Schnaufen muss man eigentlich 3 Sachen wissen. Das erste ist, dass man die Nasenatmung braucht. Also weil wir Säugetiere sollten eigentlich nicht Nase schnaufen. Das tut uns Sauerstoff vorreinigen und vorwärmen, damit die sauberer in unsere Lungen kommen. Durch das erkranken wir viel weniger. Dramatisch ist, wenn man die Nase zu hat oder so. Das merkt man manchmal selber, wenn man erkältet ist oder so, dass die ganze Gesundheit zusammenkippt. Das hat dann im Buch der James Nestor auch gemacht, als er 10 Tage seine Nasenlöcher zugemacht hat. Und er hat mega dokumentiert, wie schnell er innerhalb von Tagen hat Schlafapnoe hatte. Durch das schlechteren Schlaf. Und wenn man schlecht schlaft, hast du natürlich auch einen schlechteren Tag. Ja, also das ist ganz wichtig. 80% vom ganzen Wissen, das du haben über Atmung, ist Nasenatmung. Und wenn du das kontinuierlich den ganzen Tag bewusst machst, also das Maul zu, wenn du nicht am Schnurren bist und durch die Nase schnaufst, machst du schon 80% richtig. Dann noch die anderen 10% ist eben mehr Schnaufen, eben so die Tumo-Atmung, die Wim Hof-Atmung, wo man mal eine Sauerstoffsättigung macht. Und das Gegenteil von einer Sauerstoffsättigung ist wenig bis gar nicht Schnaufen. Dann kommt man eigentlich in die Buteyko-Atmung rein oder einfach dazu, dass man eine Sauerstoffsättigung erhöhen und beim Buteyko-Atmung ist nachher der CO2-Pegel steigern. Und was hat das für einen Effekt, wenn man den CO2-Pegel steigert? Das ist eigentlich ganz einfach und simpel erklärt. CO2 ist ein natürliches Narkosemittel für den Körper. Und der Körper braucht das, um überhaupt den Sauerstoff aufzunehmen in unseren Körper. Und ein lustiger Effekt dabei ist auch, dass man fokussierter ist, dass man entspannter ist und mehr Energie hat. Komischerweise eigentlich. Ja, um das praktisch bei mir in meinem Leben, in meinem Alltag anzuwenden, habe ich vor einem halben Jahr zuerst mal einen Kurs besucht, wo ich gelernt habe, Apnoe tauchen. Und ich finde das mega faszinierend, wie man mit einem einzigen Atemzug 5 Minuten den Atem anhalten und über 100 Meter runtertauchen. Ich weiss nicht, ob ich so motiviert bin, dass ich das mal bis dorthin herbringe, aber irgendwie so wie mein Trainer, den ich momentan habe, ein Vorbild, der mit 65 auf 45 Meter runtertaucht und 4-5 Minuten den Atem halten kann, muss ich sagen, okay, das wollte ich auch mal können. Und durch das ganze Apnoe-Tauchen habe ich ja dann auch einfach nicht nur die blanke Theorie und ein bisschen Atemübung, sondern ich sehe ja ein Resultat. Wieso und warum, wenn ich das dann mache, will trainieren, wie ich nachher ein Resultat habe, wie ich länger oder tiefer nachher tauchen kann. Ja, darum bin ich jetzt vor ein paar Wochen habe ich mir um mein Wassergehäuse gekauft für meine GoPro, damit ich die mitnehmen kann, weil die GoPro normalerweise nur bis 5 Meter Wassertiefe wasserdicht ist. Und darum habe ich mir das Gehäuse geholt, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man Apnoe tauchen. Etwas mega Cooles, was mich ein bisschen erstaunt hat, war ein Zufall.
dass ich dann im November den ersten Kurs gemacht habe. Und zwar bin ich so in einem Swimmingpool gewesen, wo man mal einen statischen Atemdurchgang macht, wie man dem sagt. Also quasi, dass man das Gesicht mal unter Wasser hat. Durch das merkt unser Körper, unser Nervensystem, dass wir unter Wasser sind und so fahren wir schneller runter. Also wenn man den Kopf unter Wasser hat, kann man länger die Luft anhalten. Also wenn man einfach so die Nase zutut und die Luft anhaltet. Und da bin ich glaube irgendwie auf 2,5 Minuten gekommen, so wie ich mich mal besinne. Und ja, dann ist es so darum gegangen, okay, die ganze Ausrüstung kaufen und so, die kostet irgendwie etwas mehr als 1000 Stutz. Und dann habe ich so ein bisschen, ist ja gerade der Winter gekommen, ich bin noch in die Ferien und alles Mögliche. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, hey, du kannst im Fall meine Ausrüstung haben, gratis. Also das sind Flossen, Bleigürtel, Neoprenanzug in 2 Teilen, also Hosen und Oberteile, 2 verschiedene Brüllen, Schnorchel und ich glaube noch so eine Leash oder so. Wäre glaube ich irgendwie wert über 1000 Stutz und dann hat mir gesagt, ich kann es gratis haben. Haben wir es dann für 200 Stutz abgekauft. Mega fairer Preis. Und ja, habe nachher den zweiten Kurs gemacht und bin dort in dem zweiten Workshop bin ich nachher auf glaube 8-9 Meter runtergetaucht und 30 Sekunden Atem angehalten. Und mittlerweile bin ich glaube schon das zweite oder das dritte Mal getauchen. Das ist dann immer am Mittwochabend, nach Feierabend, wo man sich dann entweder am Neuenburgersee trifft oder am Thunersee. Und jetzt da, wo ich GoPro habe mitgekommen, sind wir am Thunersee gewesen. Und dann ist echt das Ding wie folgt: man legt sich an, man macht vorher ein paar Übungen, ein bisschen Dehnübungen, damit man hier im Oberkörper ein bisschen flexibel ist, damit sicher die Atemwege und die Bewegung, weil ja das ging so ein bisschen auf und zu geht, dass das wirklich schön locker ist, dass es schön flexibel ist und dass man einfach wirklich einen grossen, tiefen Atemzug nehmen kann. Gleichzeitig ist es dann auch so, dass wenn man dann eben runtertaucht, dass man dann so wie in eine Kompression kommt, also der Druck vom Wasser erhöht sich und nachher sieht es dann wie folgt aus: man geht dann immer zu zweit tauchen, also einer ist der Spotter oben, der beobachtet, und der andere tut sich vorbereiten, dann tut man ruhig schnaufen, um den Puls und das ganze System runterzufahren. Und nachher nimmst du einen einzigen grossen Atemzug und tauchst runter. Machst einen Duckdive, das heisst, dass nachher die Füße gegen rauf kommen und dann mit der Schwere aus dem Wasser ziehen, aus dem Wasser stehen und nachher tauchst du so ab. Und nachher geht es runter und dann schwadderst die ersten paar Meter und der Neoprenanzug hat eigentlich erzeugt eigentlich, dass du Auftrieb hast. Für das hast du einen Bleigürtel an. Und nachher musst du die ersten paar Meter runterschwaddern mit den Flossen. Und wenn du dann etwa so auf 10 Meter drunten bist, je nachdem wie du es mit dem Bleigürtel tariert hast, fährst du dann anfangen von selber zu fallen. Also der Druck vom Wasser drückt den Neoprenanzug mit der Luftkammer zusammen und so wirst du dann schwerer als die Umgebung und fährst anfangen zu fallen von selber. Und das ist mega spannend, das mal zu erleben. Weil du am Anfang oben Gas, also zuerst bist du ja in Ruhe drin und nachher bist du so wie 10 Sekunden aktiv, wo du runterkommen willst. Und dann ab 10 Meter unten fährst du wieder anfangen in eine Ruhe reinkommen, weil du ja schwerer bist als die Umgebung und gar nicht mehr musst Energie reinstecken, um runterzukommen, sondern du fährst anfangen von selber zu fallen. Und du kommst durch das durch, umso tiefer dass du gehst, wieder wie in eine Ruhe rein. Und nachher kommst du einfach runter. Und jetzt mittlerweile komme ich glaube so 15 Meter und tauche glaube eine Minute. Und kommst einfach runter auf den Grund. Und beim Neuenburgersee ist noch so speziell. Normalerweise ist es ja so von der Temperatur her, dass es etwa nach 2 Metern ist ja momentan etwa so, dass die Wassertemperatur etwa um die 20-24 Grad ist. Nach 2 Metern kommst du so wie in eine Schicht rein, wo es kälter wird, wo es unter 20 Grad ist, sage jetzt mal 18 Grad. Und dann tauchst du noch weiter runter und etwa so ab 8-10 Meter kommst du noch mal in eine neue Schicht rein, wo es nachher runtergeht so bis 10-12 Grad. Für das eben auch der Neoprenanzug, damit du die Tonne nicht erfrierst. Und beim Neuenburgersee war es dann noch speziell, du bist auf einmal so in eine Tiefe runtergekommen und auf einmal so durch eine Leie durch und vorher war alles so milchig, auf einmal nach 10-11 Metern kommst du einfach durch ein Leie durch, auf einmal hast du einfach rundum eine klare Sicht. Und das ist mega speziell, also du fühlst dich so wie unter den Wolken
und hast einfach rundum eine Sicht von etwa 20 Meter, wobei du vorher etwa Sicht hast, vielleicht von 3 Metern oder so. Und ich finde es so speziell, wie man eben mit einem einzigen Atemzug einfach kann, ja, bis 5 Minuten kann tauchen oder wahrscheinlich sogar noch mehr. Und dann einfach dort runtertauchen oder dort unten einfach so wie in einer mega Ruhe auf das Mal man selber ist. Und der Druck hat aber irgendwie auch so ein bisschen von dieser Umwelt abgeschnitten und einfach für sich ist. Das hat etwas sehr Meditatives und ja, es ist einfach spannend, dass mit dieser Atmung zusammen das können, ja, sich selber jetzt kontrollieren und wissen, wieso dass man eben so Atemtechniken macht und seine eigene Gesundheit auch ein bisschen zu prüfen damit. Also, falls du mit dem anfangen willst, kann ich dir sehr empfehlen, TSK hier in Bern, ganz eine gute Schule und ganz gute Lehrer. Und sonst schreibst du mal mir und ich unterstütze dich auch dabei. Wäre nämlich eine ganz gute Sache. Also, das ist es für das Video. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.